dass der Mythos oder das Gefühl von «wir sind paralysiert» ist auch ein bisschen ein Mittel, das gebraucht wird, natürlich von gewissen Kräften. Diese Folge ist ein Summer Special anstelle von einer regulären Folge. Statt einem neuen biografischen Gespräch vertiefen wir das mal ein Thema, und zwar mit jemandem, der erst vor kurzem zu Gast war. Tapel Rael Gertsch. Und auch das Format ist das mal anders. Kein klassisches Interview, sondern ein Gespräch zwischen Freunden. Und du darfst mithören. Wir reden über ein Thema, das im letzten Gespräch nicht so viel Platz hatte, das uns aber beide seit Jahren begleitet. Die ökologische Krise, wie wir ihr begegnet und was die Meditation damit zu tun hat. Wir erzählen uns gegenseitig, wann und wie das Thema für uns beide zum ersten Mal wirklich real geworden ist. Mein eigener Oh-Shit-Moment 2019 und der Tappel ihren Weg vom Umweltinteresse als Kind über die Bedeutung von dem Thema im monastischen Leben bis zur Arbeit von der Joanna Macy. Wir reden über Angst, Trauer und Ohnmacht als Gefühl, die zu dieser Krise dazugehören. Über die Gefahr vom Spiritual Bypassing, wenn Meditation zur Flucht vor der Welt wird, und darüber, wie viel Raum Wut in einer buddhistischen Praxis darf haben. Es geht um Verzicht und um die Geschichten, die wir uns über Wachstum und Wohlstand erzählen. Um Vergänglichkeit als Trost und als Fallen. Und um die Frage, was jede und jeder von uns ganz konkret in der eigenen Nachbarschaft beitragen kann. Ein Gespräch über Handlungskraft statt Ohnmacht und darüber, wie viel Kraft in Dankbarkeit und Gemeinschaft steckt, gerade wenn es schwierig wird. Bevor wir ins Gespräch eintauchen, noch einen kurzen Dank an die Community. Der Podcast ist ein Herzensprojekt und bewusst werbefrei. Das ist nur möglich, weil ihr die Produktion finanziell mittragt. Wenn euch die Gespräche etwas geben und ihr den Podcast unterstützen möchtet, Details für einen Beitrag via Twint findet sich auf www.meditationsszene.ch oder in den Shownotes. Das Mal ist es wegen dem Thema etwas speziell. Die Hälfte der Spenden für diese Episode leite ich an Umweltorganisationen weiter. Und danke auch an alle, die den Podcast teilen, kommentieren oder weiterempfehlen. Das hilft enorm, damit die Inhalte mehr Menschen erreichen. Merci vielmals für eure Unterstützung. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Hey Tappel, es ist schön, mit dir da zu sein. Wir haben in unserem letzten Gespräch über die Umwelt geredet und gefunden, das wäre ein spannendes Thema, um das mal noch ein bisschen vertiefen. Umwelt, Krise, reagieren auf Krisen, so ein grösseres Feld. Und ja, es freut mich sehr, dass du den Weg nochmal auf Zürich gefunden hast, um das ein bisschen zu diskutieren. Das mal vielleicht in einem Gespräch, wo wirklich ein Gespräch ist, wo auch ich ein bisschen mehr erzähle. Und du mich darfst fragen. Ja, schön. Ja, nein, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Danke vielmals, Lukas, für die Einladung und auch die Idee, so ein Gespräch zu machen. Das finde ich natürlich sehr, ja, auch spannend für einen selber, so in einem Gespräch zu sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es hilfreich ist für andere, so etwas zu hören in dem Moment. Ja. Das hoffen wir natürlich. Wäre super, ja. Wenn es nicht nur für uns einfach ist. Genau. Ja. Das heisst, wir haben auch nicht so einen klaren Gesprächsleitfaden, wie ich mir das vielleicht sonst einmal überlege. Wir sitzen jetzt hier im Botanischen Garten. Irgendwie so, man hofft, es ist gegen Ende der ersten grossen Hitzewelle 2026 im Juni. Es wird heute irgendwie 6 oder 37 Grad. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, man merkt das Thema, wo man darüber redet. Ja, ich habe gefunden, der Moment kann nicht besser sein eigentlich, oder? Wo man jetzt in das Gespräch hineingehen, weil ich einfach denke, jeder Schritt erinnert uns daran, dass irgendetwas aus den Fugen ist. Oder? Denke, ja. Und gleichzeitig ist irgendwie jeder Schritt, also, oder die ganze Zeit wird man aber auch irgendwie wie abgelenkt davon, habe ich das Gefühl. Es gibt wahnsinnig viel, wo irgendwie auch noch Aufmerksamkeit erfordert, wo auch wichtig ist, und ganz ein Haufen Zeug, wo nicht wichtig ist, wo irgendwie auch einem die Aufmerksamkeit darauf zieht. Vielleicht kommen wir ja dann auch noch ein bisschen auf das. Mhm. Ja. All die verschiedenen Wege, wie man auch nicht kann, will im Moment in Berührung sein oder einfach anders mehr dominant ist, ganz sicher. Und doch denke ich, jetzt so die letzten Wochen, wenn ich mit Leuten geredet habe, kommst du eigentlich doch noch schnell auf das Thema. Und das finde ich gut. Du hast einen guten, weil wir alle so da sitzen, schwitzend, hast du einen guten Einstieg, um zu sagen, hey, ja, was macht das mit dir? Aha. Mhm. Wie bist denn du zu dem Thema gekommen? Ab wann beschäftigt dich das? Ich kann nachher von mir erzählen, ja, wie bist du dazu gekommen? Ist das etwas, das dich schon lange beschäftigt, oder ist das eher etwas Neues? Nein, es hat mich eigentlich als Kind, junge Erwachsene schon recht beschäftigt.
auch bis zu Interesse in politische Richtung zu gehen mit diesen Themen. Also wirklich einfach so wollen irgendwie die Umwelt schützen, nicht verstanden, warum wir unser voriges Essen nicht irgendwo hinschicken können. Oder als Kind hat man dann so Vorstellungen, oder warum kann man das nicht dort hinschicken, Ja. wo es Essen braucht. Und einfach so Sachen, so Themen haben mich schon sehr früh beschäftigt. Und sie haben dann eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, im monastischen Weg nicht mehr so einen Platz gehabt. Und dann doch so in den letzten 5 Jahren, so letzten Jahren von meinem monastischen Weg, sind wir eigentlich dann wieder mehr auf die Themen gestoßen. Auch mit dem, was in der Welt auch passiert ist, was auch wieder mehr sichtbar geworden ist durch all die Bewegungen, Jugendbewegungen 2019. Und dann durch Workshop und Bücher und so immer mehr gemerkt, oh, das ist eigentlich wichtig, das zusammenzubringen. Also der buddhistische Weg, spirituelle Weg und das Thema von der ökologischen, und ich will jetzt wahrscheinlich immer wieder auch von der Polykrise reden. Ja. Wie ist denn das bei dir? Oh. Hey, bei mir, als ich so überlegt habe, ich so gedacht, ich glaube, meinen ersten Vortrag, den wir in der Schule haben müssen machen, den habe ich über die Yanomami-Indianer gemacht. Und ich glaube, ich habe das einerseits gemacht, weil so ein Survival-Spezialist, den ich als Kind mega cool fand, der Rüdiger Neberg, der hat sich irgendwie, ist allein zu diesen Yanomami, die besuchen. Also, am Anfang, glaube ich, mehr wirklich auch so als Abenteuerlust. Und dann hat er gemerkt, dass es dort Goldgräber gibt, die irgendwie immer weiter in denen ihre Territorien vordringen. Und die brasilianische Regierung hat die praktisch nicht geschützt. Und er hat so zu einem von seinen Lebenswerken gemacht nachher, die zu schützen. Und so habe ich irgendwie den Vortrag gemacht und mich dann auch so mit der Abholzung vom Regenwald angefangen einzusetzen und das schlimm gefunden. Und ich mag mich erinnern, als Kind ist dann Waldsterben natürlich sehr aktuell gewesen. Ja. Irgendwie so noch eigentlich beides zwei Themen, die zeigen, dass Massnahmen durchaus Wirkung können haben. Oder? Beides hat man irgendwie können verbessern durch Massnahmen. Und dann Tschernobyl, also die Atomkraftwerkkatastrophe, Schweizer Halle, das ist ein Brand in Basel, wo nachher irgendwie den ganzen Rhein vergiftet hat. Das sind so prägende Ereignisse irgendwie so in meiner frühen Kindheit und wo glaube dann schon so ein bisschen mitgezogen haben. Und dann ist mir immer so ein bisschen wichtig geblieben, aber nie so zuvorderst gewesen, bis ich mich dann so Mitte 10er Jahre, also 2015, auch wieder mehr habe angefangen damit auseinanderzusetzen. Und dann sehr intensiv, bis ich dann 2019 wirklich realisiert habe, Scheiße, das sieht gar nicht gut aus. Ja. Und ja, vielleicht kommen wir dann auch auf das zurück. So ja. die Momente, wo man irgendwie so... Ich hatte jetzt so wieder einen Moment gehabt, wo ich es nicht nur kognitiv verstanden habe, sondern wirklich realisiert habe, so, oh shit. Der Oh shit-Moment. Ja, genau. Der ist ein wichtiger, denke ich, ja. Ja. Ja, und seitdem ist so ein bisschen auch eine Verbindung von, also wie kommuniziert man gescheit über die Sachen? Ich bin ja in der Kommunikation auch tätig. Nicht so, dass ich jetzt das kommunizieren will, aber mich immer interessiert, wie redet man am besten über die Sachen oder eben nicht, wie wird darüber geredet, finde ich auch spannend. Also in den Medien, wie werden so Klimaaktivisten porträtiert, charakterisiert. Dann auch zum Teil, wie stark ist das kriminalisiert worden, die Aktionen im Vergleich zu anderen. Ja, das sind so Sachen, die mich in den letzten Jahren dann auch sehr beschäftigt haben. Ah, spannend, ja. Ja, und hast auch jetzt von deinem mehr spirituellen Weg oder buddhistischen Meditationsweg, hat sich da irgendetwas potenziert? Ist das irgendwie zusammengekommen oder ist es für lange Zeit einfach auseinander gewesen, die zwei Felder eigentlich, kann man sagen? Also die eigentlich nicht zwei sind. Aber. Ja. Also ich habe es am Anfang jetzt nicht unbedingt zusammengebracht. Es gibt wahnsinnig schöne Bilder so in der buddhistischen Geschichte, irgendwie der Buddha, der geschützt worden ist vor dem Regen von einer Kobra, die sich über ihn gewölbt hat und so. Es hat ja wahnsinnig viele Naturbezüge, oder? Die sind eigentlich die ganze Zeit draussen gewesen. Im Monsun haben sie sich irgendein Hütchen gebaut zum Meditieren, wenn sie nicht das Verlangen gefunden haben. Also es gibt wahnsinnig viel, aber ich habe das wie nicht so zusammengebracht. Und dann bei dieser Realisation, da mag schon auch einen Einfluss gehabt haben, dass ich durch die viele Praxis auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, empfänglicher, auch dünnhäutiger vielleicht geworden bin und auch einfach mich dem
Leute, die da in der Welt ist, vielleicht mehr zugewendet haben. Ja. 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 Das vielleicht mehr zulassen, in dem Sinn. Ja, Aha. es weniger wegstoßen. Und dann ist vielleicht, wenn man es wirklich dann buddhistisch anschaut, auch das Problem gewesen, dass sie vielleicht dann irgendwie viel Mitgefühl entwickelt haben, aber noch wenig Gleichmut gehabt, um das irgendwie zu balancieren. Und das ist Aha. dann auch nicht unbedingt einfach. Ja, nein. Ja. Ja. Und bei dir, also du bist 18 Jahre, gell, wo du ordiniert gewesen bist. Ja. Ist das irgendwie, also was hat da die Natur auch in deiner Praxis für eine Rolle gespielt? Ja, eigentlich schon noch viel im Sinn von im tibetischen Buddhismus, was ja noch schön ist, sie haben sehr einen grossen Einfluss von ihrer auch nativen Tradition, also Bön-Tradition, einfach wirklich Tradition auch bevor der Buddhismus nach Tibet gekommen ist. Und so hast du gewisse Rituale, wo du halt auch sehr so das einlatschst, sei es jetzt so die Wassergeister oder einfach so die Nagas oder einfach so die verschiedenen Wesen. Die ladest du ein. Und ich hatte eine Praxis, die ich jeden Morgen gemacht habe, wo du wirklich einfach so ein ganzes Feld von verschiedenen Wesen einladest. Und mir einfach das mal vorzustellen, auch wenn ich so, ja, so ein bisschen unterschiedliche Gefühle hatte damit. Wenn du mich jetzt fragen würdest, glaubst du daran? Ich weiss es nicht. Aber ich habe es spannend gefunden, mich mit denen einfach einmal mich einzulassen, dass es irgendwie einfach noch viel mehr gibt, als das, was wir jetzt einfach gerade sehen. Also einfach einmal mich mal zu öffnen für vielleicht noch andere Energien oder wie man dem auch sagen andere andere Formen, wo das Bewusstsein drin ist. Und so in dem Sinn hat es wie andere Zugänge gegeben durch die Praxis, wo ich denke, können jetzt wieder neu in das ganze Thema einfließen, was ich sehr spannend finde. Einfach so eine andere Öffnung auch. Und dann hat einer von unseren Hauptlehrern, hat sich auf Problematik, die Umweltproblematik oder so in dem Sinn damals, also man hat's als Krise habe ich es noch nicht gehört. Jetzt. Aber doch so eben versucht, wirklich die Klöster vegetarisch zu machen, was ja schon recht schwierig war und weniger Plastik zu brauchen und hat dann auch angefangen, Klöster auszubilden, dass sie auch können, in der Bevölkerung mehr aufmerksam machen, wie man kann mehr wieder bewusst leben und so. Also wirklich ein bisschen Umweltbildung eigentlich, so gesagt, ja, Klöster hätten eigentlich eine Rolle in der Umweltbildung. Und das habe ich sehr schön gefunden und wir sind durch das auch wieder ein bisschen so mehr in Kontakt gekommen mit dem. Und der das gemacht hat, war ein Tibeter oder? Ja. Ein Junge, halt mehr ein Junge Lehrer. Und dann nachher, ja, ist dann eigentlich eben 2019 ist dann wirklich gewesen, wo dann wo wir in Mexiko sind und dann haben wir gehört von all diesen Bewegungen in der ganzen Welt, von diesen Jugenddemos, oder Friday for Future, Greta Thunberg und einfach so das, wo alles ins Rollen gekommen ist, nochmal mehr sichtbar. Und das ist dann wirklich auch bis da in die karibische Ecke von Mexiko, wo wir waren, gekommen. Du hast ja erzählt im Podcast Ja, von dem genau. Protest, den wir machen wollten, wo dann niemand rum war, gell? Genau. Genau, und das war eigentlich dort, wenn ich dann das erste Mal einmal einen Vortrag wirklich in diesem Kontext gemacht habe. Und so. Ja. Und habt ihr in Mexiko, habe ich mal gelesen, hat es schon relativ eine grosse Binnenmigration wegen klimatischen Problemen. Also, dass irgendwie Bauern das Land nicht mehr bestellen können, weil es einfach zu heiß ist, zu viel Dürren hat und dann im Land quasi müssen migrieren. Haben die von dem etwas mitbekommen? Oder ist das irgendwie mehr so ein Blick von außen und von oben, wo man das irgendwie sieht? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, für das sind wir wie ein bisschen in einer gewissen Blase gewesen und zu wenig. Also ich kann von mir reden, die anderen vielleicht schon mehr, aber ich habe noch recht viel Ignoranz oder wie der Blick nicht dorthin gerichtet. Dass ich das gar nicht, man war sehr aufmerksam auf die Unsicherheit, die in Mexiko ist und all die Gewalt und durch die Kartells und all das ist sehr im Vordergrund gewesen. Aber so
wirklich, wo wir sind klimatisch, eben mein Oh-shit-Moment, der ist wirklich später gekommen. Also, ich habe das Gefühl, ich habe dort noch nicht ich habe gemerkt, das ist wichtig, man muss da aufstehen und so. Das ist wieder wach geworden, so von dieser früheren Zeit, von der Jugendzeit, aber es ist noch nicht eine Auseinandersetzung, wo wir eigentlich stehen. Und wann ist denn bei dir der Oh-shit-Moment gekommen? Und wie war er? Ja. Ja, also es ist dann so schleichend gekommen mit dieser Auseinandersetzung mit dem Ökodharma Joanna Macy, ihre Bücher lesen und man dann einen Workshop machen mit ihr online. Sie schon 93 war und einfach so, ja, dass irgendwie auch die Emotionen hat können überbringen. Und das hat mir dann geholfen, mich dem auch mehr zu öffnen, was da für Emotionen rum sind. Und dann eigentlich erst, wo im 24, wo ich dann mal wirklich in ein Retreat eingetaucht bin und dann am Schluss von dem Retreat, also zuerst einfach wirklich, es ist eine Phase gewesen, wo bei mir alles aufgebrochen ist. Ich denke, das, manchmal ist auch noch wichtig, was rundherum passiert. Gell? Ich habe das Gefühl, ich bin einfach extrem offen gewesen. Es ist wie ganz viel in meinem Leben ist wirklich auseinandergebrochen, kann man sagen. Und in dem Moment, so gegen Ende des Retreat, mich wirklich auseinandergesetzt. Okay, jetzt musst du wirklich mal hinsitzen, was ist los, um was geht es? Und dann verschiedene Berichte gelesen und so und wirklich angefangen, mich vertieft. Und dann so einfach gemerkt, ja, es ist einfach wie so ein Zusammenbrechen, oder? Von einfach merken, wow, okay. Puh. Und dann, ja, dann einfach Tage, wo man dann wie das irgendwie versucht metabolisieren, verdauen und mit Brüllen und mit Trauer und mit Wut und einfach es ist, und ich habe das Gefühl, seit das einmal so aufgebrochen ist, kommt es immer wieder. Also ich habe das Gefühl, es einfach auf verschiedene Arten. Aber es ist dort wie so der grosse, einfach so das ganze System wirklich sich geöffnet, so wow. Und ich habe das Gefühl, es gibt immer noch Ebenen, wo natürlich, ich denke, gewisse Sachen verdränge ich immer noch nicht oder bin immer noch nicht ganz klar, was wirklich passiert oder da. Aber einfach so das tiefe Gefühl von, wir sind nicht irgendwie, dass die Klimakrise ist nicht etwas da in der Ferne, sondern wir hocken jetzt mit drin und ja, da ist schon ein Wandel da. Der ist einfach da. Schon. Und wir sind in einem Umbruch. Ja. Was ich noch interessant finde, was du sagst, das war im 24 gewesen. Und in Mexiko, hast du in unserem letzten Gespräch auch gesagt, ist es recht wild zu und her gegangen. Wir sind fast nie am gleichen Ort gewesen, sehr streng. Also hast sehr viel Fokus auf quasi unmittelbare Probleme, die vor dir liegen, oder? Und ich glaube, das ist schon etwas, oder? Das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit dem, es gibt so viel, wo unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist ja zum Teil Sachen, die völlig verständlich und legitim sind, oder? Wenn du irgendwie musst schauen, dass du überhaupt genug zu essen hast am nächsten Tag. Das müssen die meisten bei uns zum Glück nicht, wo wahrscheinlich den Podcast hören. Aber wenn es solche Probleme sind, die du lösen musst, dann hast du natürlich weniger Zeit, um dich irgendwie so mit so etwas vertieft auseinanderzusetzen. Oder wenn du irgendwie 2 Jobs musst machen, dass du genug Geld hast, um die Familien über die Runden zu bringen. Wenn du an solchen Fronten kämpfst. Oder wenn du krank bist, wenn Covid ist sicher auch etwas gewesen, wo nochmal eine andere Krise, die reinkommt, die wahrscheinlich aber schon auch die Aufmerksamkeit dort mal ein bisschen wieder vorweggenommen hat. Ja. Das macht wahrscheinlich auch viel aus. Ja, nein, ich denke auch. Ich denke, es gibt ein Verständnis dafür, oder? Dass eben so die Idee, dass es die Idee, es gibt auch den Mythos von der Apathie, also dass wir das Gefühl haben, die Leute kümmern sich einfach nicht dafür. Ich denke, das ist, René Letzmann hat ganz gut darüber geredet und geschrieben, wo wir sind alle davon betroffen, aber eben vielleicht haben wir gar keinen Raum, uns mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen oder gar kein Werkzeug, wie wir jetzt uns mit dem Gefühl auseinandersetzen können oder sind gar nicht in einem Kontext, um das anschauen oder merken oder so. Aber betreffen tut es uns alle, weil wir sind Teil von dem System oder wir sind Teil von dem Ökosystem. Also irgendwie etwas machen tut es mit uns allen, aber wir haben einfach alle unsere verschiedenen Strategien, Fokus, Prioritäten im Moment vom Leben.
Wir haben jetzt immer wieder über Gefühle geredet. Und Ja. ich meine, wir werden ja mit Fakten bombardiert. Oder? Ich habe da auch noch mal schnell auf klimafakten.de mir irgendwie das Faktenpapier angeschaut und ich könnte jetzt da irgendwie x Fakten quasi bringen, wie es überall steht und so. Und ich habe wirklich das Gefühl, im Grunde genommen wissen wir es ja alle. Also mehr Fakten Mhm. bringen irgendwie nicht mehr Erkenntnis. Und dann, was ist so deine Erfahrung mit dieser Gefühlsebene? Du hast vorher ganz verschiedene Gefühle Mhm. angesprochen, oder? Mhm. Also, weißt, gibt es da irgendwie so wie eine Abfolge, wo alle so ein bisschen durchgehen? Oder ist es völlig individuell? Oder was glaubst du? Also zuerst würde ich das einfach mega bestärken, dass ich denke, es geht wirklich nicht mehr darum, die Leute mit einfach Facts zu bombardieren. Oder wenn du das machst, dann gibst du einfach gerade auch noch Werkzeuge dazu, wie mit dem umgehen. Weil ich denke, sonst eben, wir haben eher schon so viele Mechanismen aufgebaut, wie wir das ein bisschen auf einer guten Distanz behalten oder nicht an uns heranlassen. Und es gibt ja jenste Untersuchungen, dass seit wir mehr wissen, wir nicht mehr machen. Oder also, irgendwie tut das anscheinend nicht einander bedingen. Oder? Mhm. Und darum denke ich, ist das eine enorm wichtige Erkenntnis, die jetzt immer mehr kommt, dass es jetzt dass es wie noch andere Unterstützung braucht. Und da denke ich gerade eben Gefühlsebene, wie gehen wir mit den Gefühlen um? Und das denke ich jetzt gerade auch vom buddhistischen Weg haben wir da einfach sehr viel Werkzeuge, wie können wir mit den Gefühlen sein Mhm. und uns nicht Angst haben vor diesen Gefühlen, nicht Angst vor der Angst, nicht Angst vor der Trauer, nicht Angst. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Also Ja. ich denke, was da die Gefühle sind, die da raufkommen, denke ich, ist sehr unterschiedlich. Und doch denke ich, die meisten von uns haben gewisse Gefühle, die wir wahrscheinlich alle in gewissen Momenten durchlaufen, wie jetzt Angst, Ohnmacht, Trauer. Aber ich kann dich ja fragen, was ist bei dir denn rum gewesen, wo du so wirklich dich dafür geöffnet hast und wenn du jetzt dich damit auseinandersetzt, was Ja. sind so deine Gefühle, wo weiss Also nicht. am Anfang Angst, wirklich so zu realisieren, Mhm. Shit. Mhm. Also erstens sieht es nicht gut aus und zweitens gibt es schon noch so 2, 3 Variablen in diesen ganzen Gleichungen, wo es dann auch relativ rassig rechte Veränderungen geben könnte. Also man liest jetzt in den Medien zum Beispiel vom Golfstrom, oder? Also Mhm. wenn es den würde verändern, dann würde es bei uns wahrscheinlich jetzt nicht nur heiß, sondern einfach auch trocken und je nachdem dann sehr kalt. Also Mhm. es gibt wie so Zeug, wo man einfach nicht so genau weiß. Und dann so zu merken, so, oh shit, es gibt das, es gibt, wenn wir so viel und so viel CO2 in der Luft haben, dann gibt es die Wolkenschichten nicht mehr, das würde den Rückkopplungseffekt haben, dann hätten wir dort noch ein bisschen mehr Methan-Ausstoß, das würde das bedingen. Also so irgendwie das ganze Wissen, und dann, das hat bei mir dann wirklich einfach Angst vor allem ausgelöst. Und das ist so wie eine Phase gewesen. Und nachher ist, glaube ich, so eine Phase eine recht lange Phase von Trauer gekommen. Mhm. Trauer und eine Art Abschied. Also so, Mhm. wie, Mhm. wie soll ich sagen, bei gewissen Zügen auch so in eine Akzeptanz hineinzugehen. Also man hat Mhm. ja allein, ähm, man kann schon viel machen. Also natürlich, ich kann schon probieren, eben so zu leben, dass es einigermaßen verträglich ist. Aber ich lebe da im Westen. Also meine Wohnung ist unanständig groß für weltweit gesehen. Nur schon, wenn ich normal esse, es kann sogar vegetarisch sein, habe ich wahrscheinlich einen zu hohen Verbrauch an dem, was nachhaltig wäre, auf die ganze Welt raus gesehen. Ähm, das ist natürlich, ja, das ist so ein Gefühl, also eben Trauer, dann so ein Abschied, zum Teil auch ein bisschen Ohnmacht und dann aber halt auch gesehen, wo liegt meine Handlungsmöglichkeit und wo liegt sie halt vielleicht auch nicht und das auch können zu akzeptieren. Also ich habe ein Retreat gemacht beim Bhikkhu Analaja, wo ja auch ein Buch geschrieben hat. Also der hat sehr ähnlich Mhm. gemacht wie du. Der ist auch mal in ein Retreat, hat sich all die Fakten reingezogen und nachher hat das Buch Mindfully Facing Climate Change geschrieben. Mhm. Ähm, und er ist vielleicht ein bisschen weniger drastisch geworden in seinen Aussagen, aber seit dem Retreat hat er wirklich so gesagt, ja, wie leben wir jetzt, wissend, dass in 10, 20, 30 Jahren wahrscheinlich vieles schwieriger wird sein.
Und wie lassen wir das uns jetzt quasi nicht auch die Freude am Schönen und am Guten und an allem, was da ist, verderben? Ja. Ich glaube, da kommst du jetzt gerade noch auf einen ganz wichtigen Punkt und vielleicht hätte man das gerade am Anfang vom Podcast machen sollen, aber man könnte es ja jetzt noch mal machen auch. Ich denke, das ist gerade in dem Thema immer wieder ganz wichtig, dass man auch einfach merkt, wenn es selber einem so betrifft oder schüttert, dass man immer wieder weiss, wir können ausatmen, wir können uns wieder erden, wir können unseren Geist wieder ein bisschen weitermachen und eben auch wirklich merken, hey, wo ist meine Dankbarkeit für das Leben, für das, was da ist, für die Schönheit. Mhm. Und nicht als ein Abweich von dem, was schwierig ist, aber einfach zum überhaupt können geschickt, weise, geerdet können in dem hinein sein. Mhm. Wenn wir einfach in einem Panikmodus sind, das wissen wir alle, dann ist einfach irgendwie unser Hirn wird sehr eng und wir sind nicht sehr geschickt, nicht sehr handlungsfähig in dem Ja. Modus, oder? Und darum denke ich jetzt eben auch gerade, wenn man so Themen hat, ist eigentlich immer wieder gut, auch einfach zu wissen, okay, ich kann einen Moment stoppen, ich kann ausatmen, ich kann mich wieder öffnen und einfach auch wieder zu merken, wow, es ist so viel Schönes da. Mhm. Ich denke, das braucht es auch in dieser Konversation. Ja. Weil man hat eine Tendenz, wo wir gerade sind und jetzt eben, wenn man gerade so mit der Hitze kommt, habe ich gemerkt, ja, es braucht ein Geschick, um uns da können ausbalancieren, oder? Mhm. Immer mehr, ich sage dem auch, immer mehr den Geist können vielleicht auch vergrössern, zu merken, hey, es gibt nicht einfach nur das oder das, Ja. sondern wir haben das ganze Spektrum von extrem viel Schönes und ja, sehr Schwieriges und Herausforderndes. Ja, und ich meine, gerade wenn du jetzt die Hitze ansprichst, oder? Jetzt haben wir eine Hitzewelle, die irgendwie seit einer Woche ist, es ist extrem trocken. Und ich weiss, das hat mich so 2019, 2020 hat mich das wirklich beschäftigt. Und ich dachte, und wann regnet es wieder? Und wirklich so Shit und ich kann nichts machen und so. Und jetzt versuche ich irgendwie die Wärme auch zu geniessen und den Sommer auch zu geniessen und zu geniessen, dass der See so warm ist, dass auch ich gerne reingehe. Obwohl ich weiss, dass es nicht gut ist insgesamt, oder? Ja. Aber ich kann jetzt die jetzige Hitzewelle nicht beeinflussen, unmittelbar. Ja. Ja, ich denke auch, es geht wirklich darum, in sich selber so gute Balance zu finden, oder? Mit dem. Ja. Und ja, wir brauchen die Freude. Wir brauchen Dankbarkeit und die Liebe zu dem Leben. Die sind so wichtig. Ich denke, das ist schlussendlich, was uns wirklich hilft, in unserem Antrieb, um Mhm. geschickt wirken oder, auf Ja. dieser Welt. Ähm, und auf der anderen Seite es nicht, ja, doch auch das Präsent haben, oder? Es auch nicht verneinen und weghaben oder gar nicht darüber reden oder es gar nicht auf den Tisch haben, sondern ja, wie da eine Balance finden. Und ich finde das immer wieder von Neuem eine Herausforderung auch. In mir selber und auch mit anderen, oder? Ja. Ja, und ich meine, es ist natürlich auch ein Überlegen, oder wann gehst du in ein Gespräch auch über die Themen Mhm. und wann weisst so, da ist sowieso nichts zu machen. Also ich habe gerade vor ein paar Wochen ein Retreat abgeschlossen, sehr ein schönes, mit dem Achan Suchito, sehr verbindend, sehr wirklich super. Und ich habe das Retreat allein gemacht, in einem kleinen Häuschen neben draussen. Und das Dorf war so ein ländliches Dorf gewesen. Und am letzten Tag bin ich dort, also als das Retreat fertig war, bin ich am letzten Tag dort in die Dorfbeiz zu Nacht essen. Und bin halt neben dem Stammtisch gesessen. Und das war gerade vor der Abstimmung zur Nachhaltigkeitsinitiative. Cool, Und ich cool. habe also meine ganze trainierte Ruhe müssen irgendwie zusammennehmen, um nicht irgendwann einfach aufstehen, den Stammtisch übergehen und irgendwie denen wollen erklären, wie man das also vielleicht auch noch könnte sehen. Und ja, das ist irgendwie auch so ein interessantes Lehrfeld gewesen auf eine Art, um so, die sehen das so anders als ich. Und wie sind denn die Menschen zu dieser Haltung gekommen? Und wieso verbindet sich das noch mit irgendwie sehr herablassenden Aussagen über Frauen und über... Also es ist so ein ganz wilder Mix gewesen. Und ich habe dann wirklich sehr bewusst entschieden, dass ich
noch ein bisschen in meiner Ruhe bleiben und mich jetzt dort nicht einmischen, weil ich hätte denen ihre Meinung sowieso nicht können ändern. Mhm. Und das ist so ein Extrembeispiel, aber es ist natürlich auch, ich meine, Mitfreude ist auch eine wichtige Eigenschaft oder im Buddhismus, sich an der Freude von anderen freuen. Und dann, wenn irgendwie Leute wieder erzählen, so, ja, jetzt fliege ich noch schnell für eine Woche irgendwo in die Südsee. Ja, haben wir dann Mitfreude? Also wie hast du das? Also denkt man nicht einfach so, ja verdammt, das ist einfach ein CO2-Ausstoß, der abartig obszön eigentlich ist. Also. Ja, ja. Ja, ich finde das ein anspruchsvolles und schwieriges Thema und ich bin da noch recht am Erforschen. Ähm, Einerseits, ja, denke ich, es einander zuhören in den verschiedenen Meinungen, denke ich schon, ist etwas enorm Wichtiges. Oder dass du einfach mal durchgespitzt hast und gelesen hast. Nur schon das, dass du das, weißt, dass du einfach einmal das gemacht hast. Ich denke, das ist ja schon so wichtig. Und dann die Gedanken, okay, von wo kommen sie? Was ist ihr Kontext? Wie sind sie aufgewachsen? Was ist, also ich meine, das Verständnis, was ja aber nicht heisst, dass wir nicht einfach auch für unsere Meinung einstehen und in einem gewissen anderen Rahmen dann auch würden sagen, hey, ja, nein. Oder auch unsere Meinung kundtun. Oder? Ich denke, das ist ja auch immer wieder so ein bisschen das Abwägen. Oder? Es geht ja nicht darum, auch einfach, ja, wir akzeptieren und wir hören und jeder ist dann gleich ein bisschen für sich. Also ich finde es schon auch wichtig, dass es Leute gibt und ich finde, da ist es gut, wenn es gibt Leute, die einfach geschickter sind, im Können etwas auch formulieren, wo man dann wie für einen gemeinsamen Dialog kann einladen, oder? Und andere, die das weniger sind. Dass man das auch ein bisschen weiss, wo ist die eigene Stärke oder ob man dann einfach gerade überzeugen oder gerade will, oder da gibt es ja auch sehr viele geschickte Mittel. Und dann, ja, mit der eigenen, also wenn eben Mitfreude, die du ansprichst, Mitfreude und so die... Ja, oder wenn jetzt jemand einen Land Rover kauft und irgendwie findet, Nein, aber das mit dem kann ich jetzt in die Natur raus. Ja, genau. So, ja, klar kannst du mit dem in die Natur raus, aber könntest auch zu Fuß gehen. Also ich merke, ich finde es wichtig, dass ich dann kann sagen, für mich stimmt jetzt das nicht so. Und den anderen doch da drin stehen lassen, wissend, dass eben gewisse haben ein Nachholbedürfnis, gewisse haben heisse Wohnungen. Das ist jetzt einfach ihre Art, Ferien zu machen. Andere haben, oder was auch immer, oder eben gerade nicht kleine Wohnungen. Also ja, aber ich habe das Gefühl, wie soll ich sagen, mich üben, den anderen stehen zu lassen, aber mich nicht aufzugeben in dem Sinne. Und dann können, wenn möglich, nicht um den anderen überzeugen, aber einfach sagen, ja, für mich stimmt jetzt das einfach nicht in dem, da wo wir sind, in dieser Welt, kann ich im Moment mir das gar nicht vorstellen. So. Also, habe ich es schon versucht zu machen. Ich denke, obwohl wir den alle haben, den habe ich auch total, den Judgment Mind, oder? Dass man einfach dann die anderen verurteilt. Habe ich aber das Gefühl, weil ich selber merke, wenn andere mich verurteilen, das hilft überhaupt nicht, dass ich meine Meinung ändere. Glaube ich auch nicht, dass das etwas hilft, wenn ich den anderen verurteile, dass er seine Meinung oder seinen Ort ändert. Oder? Also da merke ich, ja, muss ich wie von einem anderen Ort herkommen. Oder eben einfach mal den anderen stehen lassen und einfach das sagen, was bei mir ist. Aber ich finde es eine Herausforderung, ja, weil der verurteilende Geist ist natürlich da. Oder ich kann nicht sagen, der kommt nicht rauf. Aber ich habe von der eigenen Erfahrung, wenn man verurteilt wird, habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich hilft, dass ich eine Veränderung mache in meiner Handlung. Mehr ein Vorbild oder mehr etwas, was mir dann persönlich passiert oder so. Und darum finde ich die Hitzwelle schon einen guten Moment, um dann die Themen gerade anzusprechen, weil ich einfach finde, jetzt betrifft es uns gerade. Also einfach so ein bisschen versuchen, aber ja, ich finde es anspruchsvoll. Aber ich glaube, da gibt es halt dann auch viel das, was irgendwie kognitive Dissonanz heisst, oder? Dass die Leute irgendwie wie das, wo man selber noch gar nicht mit dem zusammenbringt, wo da irgendwie geschieht, sondern das gibt es auch. Das sind aber so wie zwei völlig verschiedene Töpfe und die haben
Ja, und die haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen. Oder? Ja, ja. Ich denke, das ist wahrscheinlich sehr gut zu erklären. Vielleicht braucht man das auch, um gewisse Sachen überhaupt auszuhalten. Ja. Ähm, Ja. Ich denke, dort ist wieder der Einstiegspunkt. Oder? Wenn man wieder bei sich selber schaut, okay, dort und dort und dort, wie du das vorher gesagt hast, oder mit der Wohnung oder wenn man einfach da in der Schweiz lebt, hey, Fußabdruck ist einfach so viel größer, als wenn du in Mexiko oder in Indien lebst, ist jetzt einfach so. Und zu erkennen, wo könnte ich eigentlich, wo habe ich die Momente auch, wo ich einfach wie mich abkapsle, oder? Und dann gleich etwas mache aus Bequemlichkeit oder einfach, weil ich jetzt gerade Lust habe drauf oder was auch immer, ohne dass ich jetzt eigentlich finde, das wäre jetzt eigentlich schlau, wenn ich wirklich in Einklang sein mit dem, was da auf dieser Welt passiert. Und von dort aus dann versuchen, die anderen auch irgendwo durch zu verstehen, aber nicht müssen einverstanden sein mit dem. ja. Die Frage ist halt gleich, wie verändert sich etwas? Oder? Weil ich habe das Gefühl, sehr viele von diesen Sachen, die die Leute machen, sind einerseits Gewohnheit. Also man hat es halt so mitbekommen und das machen sie ja alle so. Und zum Teil ist man einfach auch so drin gerutscht. Ich habe irgendwo mal ein lustiges Beispiel gesehen, wo jemand gesagt hat, hey, irgendwie, was unsere Großeltern hatten, wenn man das vergleicht mit dem, die haben das Velo gehabt und irgendwo ein kleines Wönigli, dann sind unsere Eltern gekommen, die haben irgendwie ein Auto gehabt und ein Einfamilienhaus. Und wenn du das jetzt immer so weiterführen würdest, dann müssten wir eigentlich einen Palast und ein Flugzeug haben. Also jetzt einfach von wie viel mehr, das man immer hat, oder? Und logisch, das geht nicht. Jetzt ist noch das Problem, eben, man hat sich so an das gewöhnt, dass es immer mehr gibt und das gibt. Und das sind ja dann auch gar nicht mehr individuelle Sachen. Also das sind gesellschaftliche Sachen, das sind Sachen, die irgendwie tief in unserer Kultur drin sind. Aber um die zu ändern, musst du ja gleich wieder irgendwie bei den Individuen anfangen, weil es könnte ja letztendlich gleich nur mit den Individuen ändern. Also wenn wir jetzt noch sagen, wir gehen von einer Demokratie aus, einer funktionierenden, was jetzt zum Teil auch nicht wirklich optimal läuft in vielen Ländern, dann müssen ja die Wähler eigentlich Politiker beauftragen, etwas zu machen. Aber wenn Politiker nachher sagen, jetzt wollen wir das so, dann sagen die Wähler wieder, nein, aber wir wollen irgendwie da die Freiheit. Also es ist ja dann so ein bisschen, es beißt sich dann wie ein Schwanz und dann gibt es so einen Kreislauf, wo es dann auch noch eine Schicht gibt von immer weniger oder immer mehr, aber sehr wenigen superreichen Leuten, die extrem von dem profitieren. Oder? Ja. Also ich denke, da sprichst du einen wichtigen Teil an, den ich gerade auch finde, jetzt wenn wir auch einen Zusammenhang kommen mit dem Buddhismus oder spirituellen Weg und was da passiert, die Weltklimakrise, Polykrise, denke ich, braucht es genau die Auseinandersetzung, einerseits auf einer individuellen Ebene und andererseits auf einer strukturellen Ebene. Ich denke, das kannst du auch nicht mehr auseinandernehmen, auch auf dem spirituellen Weg nicht mehr, bin ich überzeugt. Und zwar im Sinn von einerseits die Auseinandersetzung von welchen Geschichten rennen wir, auf welchen Geschichten funktionieren wir und rennen wir in dieser Welt umeinander, oder? Und da ist die Geschichte von mehr haben und besser sein, Selbstoptimierung, immer länger leben und so weiter. Also da hat es ja ganz verschiedene Geschichten, die sich so installiert haben in unserem Breitengrad, wo ich denke, ist erstens auch gut, die anfangen, und da kann gerade die Meditation ja uns dabei helfen, um die angefangen wirklich zu sehen in uns selber und welche Gedanken kommen von diesen Geschichten und wie handeln wir aufgrund von diesen Geschichten. So auch so das Gefühl von Privileg, mir steht das zu, ich darf jetzt doch das, ich habe es jetzt gerade so streng gehabt, jetzt darf ich doch das. Also, weißt du, so einfach all die auch Argumente, die wir haben, oder? Und ich denke, das alles in sich selber mal einfach anzuschauen, mit ganz viel Mitgefühl. Es ist nicht einfach, das anzuschauen, aber mal sich dem zu widmen, denke ich, ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann zu merken, wie auch Gesellschaft, und da finde ich jetzt den Zen-Lehrer David Loy so gut, einfach auch sehen, wie sich gesellschaftlich halt die, wenn man jetzt buddhistisches Wort braucht, Verblendungen oder einfach die ignorante Sichtweisen eigentlich installiert haben, wie eben Gier und wir müssen immer mehr haben und
von außen kommt das Glück und das müssen wir uns anschaffen, so quasi. Und, ja, die Idee von der Aufrüstung, dass das Frieden bringt, oder? Und einfach all die verschiedenen Ideen, die sich installiert haben, auch institutionell, oder? In unserer Gesellschaft. Und ich denke, dort zu sehen, ich kann dort entscheiden, das nicht mehr zu glauben, mich nicht mehr so reinzugeben in das hinein. Und ich denke, dort haben wir schon alle eben eine Möglichkeit, immer wieder, um zu merken, nein, in das hinein, das unterstütze ich so nicht. Und weil man merkt, sie wollen uns das so verkaufen, oder? Oder eben, man will so weitergehen wie immer. Und da zu merken, nein. Und dort finde ich eben die Emotion von der Trauer eigentlich so wichtig. Nein, wir sind, glaube ich, wirklich an einem Moment, wo wir eine Geschichte von Wachstum, Erfolg mit immer mehr, müssen loslassen. Das ist ja nicht sehr eine attraktive Botschaft. Also, Nein, alle gar nicht. Klimakommunikationsratgeber, die du liest, heisst, du darfst ja nicht mit Verzicht kommen. Niemand will Ja. Verzicht hören. Und dann haben wir so Programme wie grünes Wachstum und all diese Sachen, die ich einfach auch zum Teil für nicht ganz ehrlich halte. Also eben, Verzicht, das habe ich gerade letztes Mal so ein bisschen auch mit Leuten ein bisschen besprochen. Verzicht finde ich eigentlich nur ein schwieriges Wort. Es ist schon, ich denke, es hat etwas, dass man auch eben, dass es sich vielleicht gewisse Sachen wie einem Verzicht können anfühlen. Und auf die andere Seite, denke ich, hat es genau wieder im Zusammenhang mit den Geschichten, die wir uns erzählen. Und ich denke, wenn wir uns wieder mehr als Teil von der Natur sehen, uns wieder mehr als ein Teil von allem sehen, dann mal schauen, was gewinne ich und was gewinnen zukünftige Generationen, wenn man jetzt das oder das nicht macht. Also was, was für eine Geschichte hockt hinter dem Wort Verzicht, finde ich noch spannend zum Anschauen. Ja, aber ich meine, ich finde es halt auch wahnsinnig schwierig, zum Teil können vermitteln, was es bedeutet. Oder? Du weißt das gut, oder wenn man in ein Retreat geht und dort zum Teil sehr einfach lebt, vielleicht sogar nur 2-mal am Tag isst und weiss auch nicht was, sich in einem relativ kleinen Radius bewegt und irgendwie merkt, was für ein Glück das kann in dem stecken, oder? Dann verzichtest du ja im Prinzip auf wahnsinnig vieles. Zum Teil macht man es bewusst und es tut weh und man ist froh, wenn man wieder irgendwie sein Einzelzimmer hat daheim oder irgendetwas. Aber auf der anderen Seite merkt man dort eben auch, es kann auch ein Gewinn sein, das Ganze. Also wenn man Ballast loslässt oder so. Also der Marie Kondo ausmisten ist ja auch recht Mode in den letzten Jahren, oder? Aber ich finde das ist wahnsinnig schwierig zu vermitteln, wenn man es nicht einmal erlebt hat. Ja, und ich denke, da werden wir wahrscheinlich halt, solange wir es nicht, wenn wir es nicht selber können loslassen können, werden wir immer mehr dazu gezwungen. Also ich denke, Also ja. meinst du so Change by Disaster statt Change by Design? Ja, es sieht langsam ein bisschen so aus. Also jemand hat das mal gut gesagt, so quasi, wenn man das Wasser halt einfach hat, bis man das Wasser dann wirklich beim Füdli hat und muss lernen schwimmen. Manchmal ist es einfach dann, wenn du wirklich lernst schwimmen, oder? Also wenn dann und wir können nicht von anderen abschauen, genau wie sie es gemacht haben, wo sie das Wasser, ich meine, viele indigene Völker haben, indigene Peoples, die haben schon das Wasser bis dahin gehabt und haben müssen lernen, irgendwie in einem totalen Umbruch von ihrer Kultur müssen irgendwie lernen schwimmen. Und wir können es nicht gleich machen wie sie. Es scheint, dass wir einfach das Wasser langsam spüren müssen und dann halt wie, denke ich, können wir uns jetzt vorbereiten, ja, was heisst das, wenn wir da anfangen zu schwimmen? Oder? Und ich denke, dort die sich mehr damit auseinandersetzen, haben dann eine Möglichkeit, dass wir uns einfach wie auch ein bisschen auf das vorbereiten können. Aber ich denke schon, dass halt einfach gerade so Thema Wasserknappheit oder gewisse Convenience
ja, es vielleicht einfach für Momente nicht mehr so gibt. Mhm. Aber klar, dort hast du dann wieder gesellschaftliche Ungleichheit, dass dann gewisse halt eben dann reagieren mit mehr Anhäufen, mehr schützen, mehr sei's machen und somit anderen noch mehr mit weniger zurücklassen, oder? Das ist halt, darum Mhm. ist es ja Polykrise, es hängt halt alles miteinander zusammen. Es hat 2 Sachen, die mich jetzt da drin noch interessieren. Das eine ist, du hast vorher Trauer angesprochen als wichtige Emotion. Und wir haben über Reaktion geredet, eben wie Meditation vielleicht die einem selber kann gewahr machen, wie man auch selber mit dem steht und was es alles bedeutet. Jetzt, das eine, was mich wundern, es gibt ja auch so den Vorwurf, dass Meditation dann sehr selbstbezogen ist, oder? Also, du ziehst dich dann zurück auf dein schöne Küssi und hockst dort, dann zündest noch 2 Räucherstäbchen an und das ist so dein sicherer Quadratmeter und außenrum brennt die Welt und statt etwas zu machen, hockst du nur auf dem Küssi. Wie siehst du das? Das ist eine gute Frage. Ähm, 2 Sachen, die auftauchen für mich. Einerseits, Bayo Akomolafe sagt einen ganz schönen Satz, „Times are urgent, we need to slow down." Wer ist das? Er ist ein Philosoph und bringt das Sprichwort sehr rein von der Yoruba. Es gibt ganz ein schönes Interview auf Sternstunde Philosophie von ihm. Okay. Und so der Satz, die Zeit sind dringlich. Es ist eine Dringlichkeit da. Lass uns entschleunigen. Und er bringt es wirklich so im Kontext von aus dem gleichen Rush, schnell, 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 wir müssen die Welt retten, jetzt ist Panikmodus, eben, wie wir vorher angetönt haben, kannst du nicht wirklich etwas Hilfreiches beitragen. Mhm. Und auch sind wir dann ganz schnell in unseren gewohnten, eben diesen Geschichten drin, denke ich auch. Und ich denke, wir brauchen Zeit, um die Geschichten zu dekonstruieren und vielleicht auch wieder uns mehr aufzumachen zum Hören. Hören, nicht nur einander zuzuhören, aber auch das, was wir am Anfang, wo ich ein bisschen erwähnt habe, auch vielleicht uns aufmachen für Geräusche oder für die Stimme besser von auch den Bäumen und vom Gewässer und einfach auch eben uns auch wieder verbinden, wirklich. Und Mhm. aus dieser Verbundenheit, denke ich, kann enorm viel Kraft kommen, für in der Welt zu handeln. Und ich denke, da kann die Meditation einen sehr wichtigen Beitrag leisten, wenn man sich hinsetzt mit dieser Idee, um sich verbinden, öffnen. Was ich heikel finde bei der Meditation, und da muss einfach jeder selber schauen, warum sitze ich hin, oder? Wenn ich mich einfach so quasi zurückziehen von allem und einfach so quasi, ja, du hast es glaube ich auch irgendwo gesagt oder geschrieben gehabt, also eine Weltflucht wird, oder? Mhm. Also wenn man sich einfach wegflüchten, und das kann nicht nur Meditation, sondern ganz spirituell Weg kann das haben. Ja, ich muss einfach die Welt verlassen, das ist zu ein Durcheinander, too messy to be with, oder einfach. Mhm. Und dann ich tue mich da lieber distanzieren und gehe dann in den spirituellen Raum hinein. Mhm. Und ich denke, da ist ganz gross, sehr heikel. Und ich denke, da würde ich jetzt mal frech behaupten, spirituelle Richtungen, verschiedene Richtungen, auch wirklich einen Schaden angerichtet an unserem Planeten. Wo sie hätten können auch, oder wo sie jetzt auch können, und viele machen es jetzt auch, mehr einen Auftrag übernehmen von wie sorgen wir unserer Erde. Mhm. Wie schauen wir ihr wirklich und nicht, wie gehen wir weg von ihr, so quasi, oder wie flüchten wir uns in einen spirituellen Raum, so quasi. Transzendenter Ausstieg aus Ja. Samsara letztendlich. Ja, genau. Und dann überlegen, ja, was ist denn das Samsara, oder? Mhm. Ist es einfach das Festheben von an dem Ich? Oder ist es wirklich die Welt? Oder? Und Mhm. da denke ich, ist jetzt ganz wichtig, von woher das wir kommen. Mhm. Oder?
Und da denke ich, ja, ist aus meiner Sicht ein grosser Auftrag auch an Meditation, an spirituellen Weg, dass es uns hilft, uns wieder zu erden, uns eben auch können, auch ein bisschen erholen, wieder zu uns kommen. Ja, das ist alles gut. Und in eine tiefere Verbindung wieder kommen mit dem, was wir auch sind. Und von dort aus können handeln. Der eine Vorwurf, den ich eben gelesen habe, ist wirklich, der ist noch weitergegangen. Der sagt quasi so, die Achtsamkeitsideologie, die verhindert eigentlich aktiv, dass Wandel passiert in der Welt. Weil was es eigentlich braucht, die wäre Wut. Und ich weiss, du bist mehr im tibetischen Buddhismus daheim, darum nimmt es mich nachher sehr wunder, was du sagst. Für mich, so, wo mehr im frühen Buddhismus daheim ist Wut eigentlich schon wenn man es so sagt, eine negative oder unheilsame Emotion. Also ich muss sie zwar nicht irgendwie unterdrücken oder weiss auch nicht was, aber also mal sicher kontrollieren, dass ich sie nicht ungehemmt ausleben, weil dann richtig viel Schaden noch. Und ich kann sie natürlich auch als Indikator nehmen, dass irgendwo etwas nicht stimmt, oder? Wut ist ja, da liegt immer irgendetwas dahinter. Ich bin ja aus irgendeinem Grund wütig. Ich bin wütig, weil etwas nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Weil ich mich verletzt fühle von irgendetwas, angegriffen. Weiss auch nicht. Irgendetwas liegt dahinter. Und in dem Sinn finde ich die Wut schon wichtig. Aber ich finde eigentlich, die Forderung, wir müssen mehr Wut haben. Ich finde, wir haben so viele Wutbürger und wenn du in die Social Media schaust, dann ist es so ein wütiges Klima. Also für mich ist so, ja, nimm deine Wut wahr, aber dann, wenn irgendwie handeln aus Mitgefühl, das wäre jetzt so mein Ding. Aber wie siehst du das? Super guter Punkt, ja. Ja, also mir hat dort, muss ich sagen, die Arbeit von der Joanna Macy enorm geholfen, um das ein bisschen auseinanderzunehmen mit diesen Gefühlen. Und immer noch daran, um das wirklich anzuschauen und auch bei mir anzuschauen und auch in den Workshops anzuschauen, dass ich wirklich das Gefühl habe, also was sie sagt, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, aber was sie wirklich sagt, hey, die Gefühle, eben da ist Wut drin, Trauer drin, Verzweiflung drin, alles drin, aber einfach die Gefühle im Allgemeinen kommen aus einer Fürsorge, kommen aus einer Verbundenheit eigentlich mit dem Planet. Also jetzt, wenn sie eben in dem Zusammenhang sind, oder von wir sind wütig auf die Ölindustrie, wo irgendwelche Lügen verteilt und so weiter und so fort. Da ist etwas in uns hinein, wir sind Teil von dem System und logisch reagiert das. Also logisch hat es da eine Reaktion. Oder? Und dann gerade bei der Wut, und das finde ich eben wirklich ich finde es sehr eine interessante Emotion, aber ich habe auch Respekt vor ihr. Sie hat wirklich eine Energie, die ich denke, kann für es sich rauslupfen sehr gut sein. Und eben so, dass der Teil, wo du auch sagst, eben, da bin ich einfach nicht einverstanden. Das geht einfach nicht mehr so. Also der Teil, die Kraft, da finde ich, tut enorm helfen. Und dann denke ich, ist Praxis sehr, sehr hilfreich, jetzt eben auch gerade da, dann zu sehen, aber wenn ich dort drin stecken bleibe, in dieser Wut, dann zerstöre ich mich und andere. Also es ist nicht sustainable, also es wird nicht lang, wie sagt man, lang haltbar sein. Also irgendwie wird ich ausbrennen. Also es ist einfach, ausbrennen ist sehr nahe dann. Und auch viele Leute vielleicht nicht können abholen, weil auch der Blickwinkel, wenn ich drin stecken bleibe, der Blickwinkel recht eng dann kann werden. Und dann hat man einfach Feindbilder. Und daraus können wir wahrscheinlich langfristig nicht wirklich eine grosse Veränderung bringen. Also ich denke, die Energie, wenn wir lernen, die Energie von der Wut zu nehmen und dann die einzusetzen und zu merken, ja, die kommt die kommt aus einer tiefen Fürsorge her. Ich möchte, dass es anders ist. Oder? Ich möchte, dass man das sieht. Ich möchte, dass die Leute mehr, dass man ihnen nicht das Land wegnimmt für mehr Ölpipelines. Das geht einfach nicht. Und so weiter. Also das hat etwas sehr Nobles drin. Also etwas Schönes, etwas Tiefes, Verbundenes. Und dann aber, wenn man dann dort drin stecken, dann
denke ich, können wir uns recht verbrennen. Das Spannende, was mir jetzt da auffällt, oder wenn ich das so dich höre und auch darüber nachdenke, ist ja, aber was es dann genau wieder braucht, ist die Achtsamkeit, um zu erkennen, woher die Wut kommt und was sie auslöst. Weil wenn die Wut dort herkommt, dass ich finde, aber es ist, das, was du vorher gesagt hast, das ist doch mein Recht jetzt da, irgendwie das und das zu dürfen. Und klar, also muss mir niemand vorschreiben, was ich zu tun habe. Und also man kann es jetzt auf der ganzen Bandbreite brauchen, wo Ja. ich brauche den Dünger, den ich will, und da muss mir niemand mit Gewässerschutz kommen, bis ich fische da noch, weil ich bin jetzt da am Campieren und habe jetzt ein bisschen Hunger und da wird es jetzt schon genug Fisch in dem Teich. Also weißt du, es ist ja dann, wenn die Wut aus dem rauskommt und man es nicht achtsam anschaut, dann ist es eigentlich auch wieder nicht also dann geht sie nicht konstruktiv, in eine konstruktive Richtung nachher. Ja. Ja, ich denke auch, also da wirklich zu merken, auch wieder, also da wären wir eben bei der Achtsamkeit, Motivation, und von wo raus kommt es? Kommt es aus einem Trennsein oder aus einem mehr Verwundensein, oder? Mhm. Also ich denke, da kann man eigentlich wie selber auch ein bisschen merken, ist es jetzt einfach, will ich das einfach das Ich und Meins verteidigen? Mhm. Oder geht es eben um vielleicht ein grösseres Meins, vielleicht um das Meins von dem Planet verteidigen, also den Erdkörper verteidigen. Mhm. Und das ist schon ein bisschen anders. Ja. Ja. Wir haben vorher auch noch so ein bisschen über das geht, was das Spiritual Bypassing ist, also wenn man sich aufs Küsschen zurückzieht und irgendetwas macht. Und du hast ja gesagt, so, dass man ist sowieso auf dem Weg ins Nirvana sozusagen und kann das alles so hinter sich lassen. Das ist das eine, extrem vielleicht. Was ich für mich aber schon hilfreich auch gefunden habe in dieser ganzen Sache, ist die ganzen Kontemplationen von der Vergänglichkeit. Mm. Also halt einfach auf eine Art auch zu sehen, Mm. es ist alles vergänglich. Es tut mir immer noch wahnsinnig weh, dass man so viel Zeug quasi im Niedergang beschleunigt. Mhm. Und ich finde, ja, wenn die Sonne irgendwie ein paar Milliarden Jahre mal von der Erde, die Erde in ein paar Milliarden Jahren von der Sonne verschluckt wird, dann ist dann auch fertig. Das ist jetzt ein bisschen ein grosser Horizont für mich, um dann zu sagen, es kommt sowieso nicht drauf an. Aber wenn du so zurückschaust, ich meine, alle grossen Zivilisationen, die wir hatten, irgendwie in Mesopotamien, im Zweistromland, Ägypten, Griechenland, Rom, das hat, und auch in anderen Kontinenten, also hat eigentlich ja überall recht entwickelte Kulturen gegeben, die es eine Weile lang gegeben hat, und dann ist das wieder mal ein bisschen verschwunden. Und dort hat es mir schon irgendwie auch zu einem Stück Akzeptanz verholfen. Einfach hat es gesehen, ja, also auf eine Art ist es auch natürlich. Nicht, dass man jetzt, es passiert sowieso, wir können jetzt die Sau ablassen. Genau. Also gar nicht so. Aber einfach so, okay, irgendwie gehört es, glaube ich, einfach auch dazu. Ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt. Das Thema Vergänglichkeit, weil es hat eben auch, es hat dort so einen tricky Part, oder? Aber ich glaube, am ehesten können wir so, wie du das sagst, also einerseits in einer geschichtlichen Dimension anschauen, aber auch die im tibetischen, ich glaube in allen buddhistischen Traditionen, die Kontemplation über die eigene Sterblichkeit. Mhm. Und da gibt es ja einfach so die Momente, wo man sich dem enorm, wo man immer abschweift, wenn man darüber nachdenkt. Oder man kann sich wie nicht darauf einlassen. Und wenn man sich dann wirklich mal darauf einlässt, dann gibt es eben auch so, wenn wir jetzt im Grossen vielleicht den Oh-Shit-Moment gesagt haben, im Kleineren einfach so, dass zu merken, oh wow, ja, der Körper ist wirklich endlich. Mhm. Oder? Und das heisst ja nicht, der Moment, und Leute, die da tiefe Realisationen in dem inne haben, ich jetzt nicht von mir überhaupt, aber LehrerInnen, wo man das mehr merkt, dass die da tief das gesehen haben, merkst du, die haben so eine Fröhlichkeit und so eine Unbeschwertheit, aber auch so ein Commitment fürs Leben. Mhm. Und ich denke, das Gleiche kann uns passieren mit unserer Weltlage. Also, dass es eigentlich auch die Kontemplation braucht von «Okay, etwas geht zu Ende.» Und da kann man auch lange darüber reden, was zu Ende geht. Also, etwas geht zu Ende. Es geht darum, etwas loszulassen. Es geht darum, etwas
Und wir wissen es auch nicht so ganz genau. Also da ist auch sehr viel Unwissen herum. Das loszulassen und daraus dann zu merken, und wow, wie ist es wichtig, oder die Liebe für den Planet, jetzt, so wie ich ihn jetzt gerade erleben da in dem wunderschönen botanischen Garten mit all diesen Blumen und all diesen Insekten, die da sind. Und einfach das dann wieder zu spüren, jetzt gerade, wie wunderbar das der ist. Oder? Also, und wie wir am Anfang gesagt haben, also wie wieder mit dieser Dankbarkeit, dieser Liebe fürs Leben in Kontakt kommt, weil wir merken, da geht auch etwas zu Ende. Mhm. Also ich denke, und von dem her denke ich, kann sie sehr unterstützend sein, die Kontemplation auch, die wir da haben. Wo ich finde, sie kann sie ein bisschen heikel sein, ist, wenn sie dann so wie ein bisschen Ausrede wird. Also so ein bisschen, ja, es ist alles vergänglich. Auch das geht jetzt halt einfach zu Ende. Mhm. Und dann, finde ich, lässt es aus, der ganze Prozess, den wir alle machen müssen, von der Trauer, einfach all die verschiedenen Emotionen, die wir jetzt schon angeschaut haben, und eben der Oh-Shit-Moment und und immer wieder der Oh-Shit-Moment. Einfach all das, denke ich, das Metabolisieren, das würde dann bypasst werden, oder? Mit dem, ist halt, das geht jetzt halt auch einfach zu Ende. Gut, ich meine, das Gleiche habe ich auch schon so aus non-dualen Perspektiven gehört, wo es geheißen hat, ich bin eins. Also ich mag mich erinnern, in einem Podcastgespräch hat mir der Gast erzählt, sie hat gegen einen Obdachlosen gesehen und gegen wir sind eins und eigentlich ist das alles ganz okay und so. Und ich habe nachher so gedacht, ja, aber duschen möchtest du wahrscheinlich gleich nicht. Mhm. Mhm. Also ja, Genau. es ist irgendwie eins oder es ist alles verbunden, aber die einen sind schon besser als andere und es gibt einfach grauenhaftes Leid, das einfach nur Scheiße ist. Das kann man nicht gross anders sagen, finde ich. Ja. Also ich denke, dort ist der spirituelle Bypass gerade das Wort, oder? Also dass man wieder Boden verliert mit dieser einfach mit wirklich messy, schwierig, Ungerecht. durcheinander, ungerecht Part von dem menschlichen Leben und dem Leben auf dem Planet, wo auch Teil muss werden von unserem spirituellen Weg. Und das ist halt dann nicht so linear und klar und so, sondern das ist eine ziemliche das herausfinden, in jedem Schritt wieder. Wie geht man mit dem um? Wie reagiere ich da? Eben, wie mit dem Flügen, die Konversation. Eben, was mache ich jetzt da damit? Und so. Aber das ist gelebter Weg genau da, in dem Moment. Oder? Was passiert jetzt da bei mir? Wie kommen wir da zusammen? Und so weiter. Also ich denke, das in Berührung sein ist enorm wichtig. Sonst, ja, habe ich das Gefühl, ist auch wieder heikel. Es ist auch wieder ein sich abtrennen, oder? Und ich denke, wir haben alle solche Momente. Ich will gar nicht mich ausnehmen. Ja, und ich meine, ich finde schon, dass man auch vom Spiritual Bypass auch klar abgrenzt. Also, du hast es eigentlich auch gesagt, wir haben es schon gesagt, aber einfach, ich finde es schon noch wichtig, sich einmal eine Weile lang zurückzuziehen und irgendwie wieder Energie zu tanken oder zu sagen, ich lese jetzt irgendwie nur noch, ich lese jetzt mal, weiß auch nicht, ein Jahr gar keine Tageszeitungen oder ich reduziere es auf einmal am Tag und nicht die ganze Zeit oder ich halte all meine Push-Mitteilungen aus. Das kann sinnvoll sein. Ich finde eben, wenn Leute dann gar nicht mehr Zeitungen lesen und sich nur noch über Insta informieren, ich habe letztens einen schönen Vortrag gehört, wo eigentlich dort der Vorsteher gesagt hat, Insta mag schon okay sein, aber das ist eigentlich Entertainment und nicht Information, weil du kannst einfach die Fakten nicht prüfen. Und gerade mit KI wird es so schwierig und es braucht auch so viel Energie fürs Hirn, weil du nie mehr weißt, ist das Zeug echt oder nur KI oder sowieso irgendwie kommt das aus irgendeiner Intention. Also du brauchst eigentlich Medien, wo man sich darauf verlassen kann. Also in dem Sinne, ja, ich finde es gut, wenn man sich zurückzieht, um sich Zeit zu nehmen, aber ich finde, wir dürfen uns schon nicht aus der Welt nehmen. Ja, bin ich total mit dir. Ja. Also ich denke, es braucht beides, eben auch das Entschleunigen, um auch wieder innehaltend ein bisschen unsere Gewohnheiten merken, auf welchen wir reiten im Alltag, quasi von welchen wir getrieben werden. Ich denke, für das braucht es ein Stoppen. Und das Stoppen kann sehr unterschiedlich. Für die einen ist es eben mehr ein Retreat auf dem Küssi und für die anderen ist es wirklich einfach ein Zurückziehen in die Natur vielleicht, mit der Natur sein. Das kann ja auch ein bisschen unterschiedlich sich manifestieren, je nach Typ, je nach Lebensphase. Aber ich denke so, wirklich so, dass in die Stille gehen und einfach sich selber auch wieder hören, wahrnehmen in einem grösseren Zusammenhang. Ich denke, das ist enorm wichtig, gerade in unserer Gesellschaft.
enorm wichtig. Also ich würde es eher sogar sehr unterstützen. Ich finde immer, und da sind wir wieder bei der Motivation, warum machst du es? Ja. Also da kommt es für mich einfach wieder auf das drauf an. Ja. Ja. Was mich an dieser Stelle gerade noch in den Sinn kommt, ist so ein bisschen, also was kann man machen? Und jetzt ist mir eben etwas in den Sinn gekommen, was ich vor vielen Jahren dann gemacht habe, irgendwie so, was ist das, 3 Jahre etwa her. Es gibt so einen Online-Kurs, der heißt The Week. Ich weiss nicht, ob du schon von dem gehört hast, ich habe ihn auch auf meiner Website verlinkt. Das ist der ist früher so Organisationsberater, rechte Koryphäe. Dann hat er gemerkt, dass das sehr populär wird und hat sich wirklich zurückgezogen. Man hat dann ein paar Jahre nichts gehört von ihm. Und seine Frau ist interessanterweise Trauerbegleiterin, glaube ich. Und die haben zusammen das Programm geschaffen. Und es ist ausdrücklich ein Programm, wo man nur in Gruppen durchlaufen und nicht allein. Und so musst du das dann organisieren. Und dann schaut man 3 Filme, die so ein bisschen 3 Schwerpunkte haben. So am Anfang eher eine Analyse, dann glaube ich, ist schon lange her, ich weiss es auch nicht mehr so genau, wie es einem selber betrifft und dann glaube was man machen kann. Irgend so ein bisschen, es ist so eine U-Kurve, genau, ja, genau, vom so ein Abtauchen. Mhm. Und man kann dort inhaltlich sicher auch zum Teil, wie bei allem, unterschiedlicher Meinung sein, ob jetzt die Fakten alle genau so sind oder ob es ein bisschen anders kommt. Aber die Zukunft ist ja sowieso prinzipiell offen, also wir wissen es ja nicht so genau. Aber spannend ist dort einfach die Gruppendynamik. Oder du musst das in einer Gruppe durchlaufen und du sitzt nachher dort und wo wir das gemacht haben, sind sehr verschiedene Alter, die vertreten sind dabei gewesen. Jemand ist gerade neu älter geworden, andere Leute sind schon pensioniert gewesen. Und so die Diskussionen und wie betrifft einen das und was macht das jetzt mit einem, das habe ich sehr spannend gefunden. Ja. Also da sprichst du, denke ich, einen super wichtigen Punkt, also von dem Zusammenkommen, oder? Also ich denke, dass man so Räume schafft, wo man zusammenkommt, wo man eben genau über das redet. Also so das, was wir jetzt da machen und andere einladen jetzt zu dem Gespräch so quasi. Aber noch besser natürlich ist es, wenn man in Personen wirklich zusammenkommt und einander kann wirklich drin spüren. Ich glaube, das wird es jetzt immer mehr brauchen, dass man da wirklich einfach auch so Orte schafft, wo man einfach auch darf. Es sind ja auch so viele Widersprüche in einem inne zu dem ganzen Thema, wo man einfach das einmal darf aussprechen, ohne müssen irgendwie sich erklären oder man wird gerade gesagt, es wird schon alles gut oder es wird gesagt, musst jetzt wieder das Thema bringen oder musst jetzt uns den Abend verderben oder was für Kommentare sonst können uns blockieren. Einfach einmal die Emotionen auf den Tisch können zu legen, vor uns aufzubreiten. Da hast einfach andere Leute, die das einfach können, auch mit dir, mit dem sein, sehe ich als enorm wichtig und auch wie auch ein Boden, von wo das dann wirklich eine kreative Handlung auch dann kann sich entstehen, manifestieren, denke ich. Du hast ja einen Kurs gemacht. Ich habe gemeint, du bist Facilitator bei der Joanna Macy, ihrem Modell, das sie gemacht hat. Also ich habe die so quasi online so eine Ausbildung gemacht zum Facilitator. Und ich habe einfach die Arbeit von der Joanna Macy, die ich sehr, sehr, sehr wertschätze, so ein bisschen einfliessen lassen. Und vor allem ihr Modell von der Spirale. Kannst du vielleicht das nimmt mich Wunder, auf was das so ein bisschen den Schwerpunkt legt oder wie das funktioniert? Ja, wir haben eigentlich vieles angetönt in dem Gespräch jetzt. Also die Spirale finde ich ein super Modell, weil sie dort wirklich von sich verankern wieder in der Dankbarkeit und wirklich so innere Ressourcen stärken geht. Und dann von dort aus gehst du eben in die verschiedenen schwierigen Emotionen und schaffst einen Raum. Und das kann ein Raum sein, einerseits mit Meditation, mit Austausch, aber auch mit Ritual, wo man wirklich auch Raum gibt für was da ist. Und dann eigentlich aus dem raus, und das finde ich wirklich etwas sehr Spannendes, es funktioniert wirklich, dass, wenn man das mal zulässt, da ist so viel kreatives Potenzial drin, wo dann uns helfen kann, wie sie uns öffnen für andere Perspektiven und andere Wege zur Handlung oder neue Wege,
in Handlung können gehen, in eine Handlungskraft können kommen oder vielleicht sich selber auch mehr wieder wahrnehmen, dass ich ja etwas kann machen, dass da ja in jedem Schritt ich ja etwas schon mache und das wie ich mache und wie ich how to show up, wie ich mich zeige in dieser Welt, da habe ich eine Macht, eine Kraft und eine Entscheidung, die ich kann nehmen, jeden Tag, jeden Morgen wieder, jeden Moment wieder. Und ich denke, das ist so die Spirale, wo wir durchgehen in diesen Workshop und wo sie noch in einem grösseren Frame, in dieser Arbeit, die wieder verbindet. Work that reconnects ist ein ganzes Netzwerk auch von ihr, das sich dann aufbauen hat. Und ich habe jetzt vor allem das Spiralmodell und einige Übungen, die ich dann von ihr reinnehme, zusammen mit noch einfach anderen Übungen und Meditationen und ja, wo könnt den Prozess unterstützen, wo jetzt noch aus anderen Kursen kommen oder aus anderen Beschäftigungen mit Ökodharma im Allgemeinen kommt, ja, oder aus meiner eigenen Praxis kommt, ja. Und du hast jetzt so einen Kurs angeboten. Ich glaube, heute hast du den letzten von 4 Abenden, oder? Oder sind die schon durch? Die sind schon durch. Was hast du dort erlebt? Also, weißt du, ich habe jetzt so gesagt, Ökodharma und so, und dann denke ich so, bewegen wir uns da wieder so in einer Bubble von den Bubbles. Also es sind einmal schon die irgendwie so tief im Dharma sind und dann müssen sich noch für Ökologie interessieren. Also predigen wir da quasi nur zu den, wie heisst es, Preach to the Converted, zu denen, die sowieso schon überzeugt sind. Was ja auch nicht schlecht sein muss. Man kann ja dort Gruppen bilden, die einander gut sind. Aber es nimmt mich einfach wunder, was hast du so erlebt? Wie war das gewesen? Also ich denke, durch das, dass ich jetzt vor allem noch im Meditationszentren-Umfeld bin, ist es noch ein bisschen so. Wo ich jetzt aber auch nicht werten würde, im Sinne von einfach, dass ich denke, ich glaube, ein ganz grosses Bedürfnis, vor allem auch für meine und jüngere Generation, dass man eben das mehr wieder zusammenbringt. Also wirklich, wo schon länger auf dem spirituellen Weg sind, aber dann wie parallel noch aktivistisch unterwegs sind. Und irgendwie so das Zusammenfügen von diesen Wegen. Ich denke, da kann der Workshop sehr viel helfen. Und meine langfristige Vision wäre, dass es wirklich kann, dann auch von solchen, die vor allem auf dem aktivistischen Weg, wo da auch wie können sich wieder auftanken und können Unterstützung finden durch die verschiedenen Werkzeuge, die wir haben auf einem spirituellen Weg. Und eben die jetzt vielleicht sich sehr vertieft haben auf einem buddhistischen oder spirituellen Weg im Allgemeinen und wirklich so das Gefühl haben, hey, ich will aktiv werden. Kann das wie ein Instinkt sein, um mehr zu sehen, wo, wie, was ist das, was ich beitragen kann. Also ich denke, das wäre eigentlich für mich die Idee, wo ich das Gefühl habe, doch, die Arbeit von der Joanna Macy kann das sehr schön zusammenbringen und Ökodharma. Also Ökodharma ist ja auch die Idee, dass man das wirklich mehr Das heisst, du machst weiter in dem Thema mit Angebot? Ja, unbedingt. Ja. Ja, da hätte können Sie das gesagt, das habe ich jetzt ausprobiert. Nein, also auch der Workshop da jetzt in Zürich hat mich sehr bestätigt, dass es sehr wichtig ist. Ganz, ganz eine tolle, schöne Gruppe gewesen. Und, ich glaube, eben Gemeinschaft ist schon wichtig. Also es gibt auch noch ein spannendes Buch, das heisst, glaube ich, All You Need Is Less. Und das ist ein Gespräch zwischen dem also Postwachstumsökonom, also wo schauen, wie können wir eigentlich, wenn jetzt unsere ganze Gesellschaft nicht mehr auf Wachstum oder Wirtschaft nicht mehr auf Wachstum basiert, inneres Wachstum ist ja nicht gemeint damit, sondern wenn die Wirtschaft nicht mehr auf Wachstum basiert, wie können wir dann gleich noch sein und leben? Und das andere ist ein Buddhist und dann haben die zuerst das Gespräch und dann kommt die ein Essay und dann kommt nochmal ein Gespräch, wo sie dann über ihre jeweiligen, also was miteinander über das redet. Und ich habe es noch ein spannendes Buch gefunden und ich meine, Gemeinschaft ist wahrscheinlich schon wichtig, vor allem auch, wenn es ein bisschen ruppiger wird, wenn man Leute um sich herum hat, wenn man ein Netz hat. Und schön ist natürlich, oder am einen, dem schwebt halt wirklich dann zum Teil auch so ein bisschen lokale Sachen vor, wo irgendwie Leute schon etwas reparieren können, Leute, die auch nicht beim Gärtner rauskommen, dass man vielleicht irgendwie zusammen anpflanzt. Und durch das auch weniger abhängig wird von weltweiten Lieferketten, ja. Und ich meine, so eine Richtung zu gehen, ist schon schön. Ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das bei mir in der Umgebung schon alles am Umsetzen wäre, aber ich finde es auf jeden Fall eine erstrebenswerte Vision. Ja. Sehr. Also ich denke gerade so das Lokale, gerade im nächsten Umfeld, wirklich aktiv
Beziehungspflege machen und einander schauen auch. Ich merke jetzt, dass gerade im Haus, wo ich jetzt seit 3 Monaten lebe, ist das extrem schön. Also das sind jetzt einfach 3 Familien und einfach so da wirklich in Kontakt sein, einander zu schauen, sexuell ganz einfach den Garten füreinander zu machen oder was auch immer, bis zu eben willst du mal etwas essen kommen oder mal zusammen, jetzt hat mir jemand gezeigt, den nächsten schönen Spaziergang und ich habe das Gefühl, das zu pflegen, jetzt für mich wäre die Vision nicht nur jetzt in diesem Haus, sondern ein bisschen noch mehr in diesem Quartier, ja, genau wie du sagst, also ich denke, wenn es einfach schwierig wird und dort habe ich einfach das Beispiel vom Erdbeben. Jetzt haben wir ja gerade wieder so ein verrücktes in Venezuela. Also in diesem Moment brauchst du einander total, also nur schon einfach einander können heben in dem Moment, einander spüren, zu merken, wir sind zusammen in dem. Es macht so einen riesen Unterschied, wie du das erlebst, wie du da drin bist. Und das, denke ich, ist jetzt einfach global auch wichtig, eben, dass wir immer mehr merken, hey, wir sind da zusammen drin, auch darum auch die Workshops, wo wir so zusammenkommen. Aber ich denke eben gerade auch so ganz lokal zu schauen, wie können wir wirklich füreinander da sein, in einem ganz alltäglichen Sinn. Denke ich, hilft uns auch. Auch jetzt, wenn es so heiß ist, zum Schauen, den älteren Leuten geht es nicht gut. Kann man irgendetwas unterstützen für sie posten, dass sie nicht raus müssen oder was auch immer. Ja, oder also gehen sie nicht irgendwie dick angezogen raus, weil sie es nicht mehr spüren. Dann. Ja, genau. Also ich denke, da können wir einander wirklich jetzt einfach aufeinander Sorge geben, auch in dieser Zeit. Und ich denke, das ist schon etwas, wo man gerade, da kann jeder gerade da anfangen, wo er ist. Ja. Wir können bald zu Mittag essen, aber was mich noch wundernimmt, hast du irgendwelche noch so Literaturtipps oder auch eben Online-Kurse oder sonstige Kurse, wo du findest, so, hey, es ist in dieser Thematik total hilfreich. Und ich habe dummerweise, wir haben dann keine Fragen weitergeschickt oder so. Darum habe ich dich nicht irgendwie vorgewarnt, dass ich das frage. Sonst kann auch ich mal anfangen, wenn du willst, dass du kannst überlegen. Also, oder weißt du es schon? Ja, fang du mal an. Also ich finde eben das Buch, das ich erwähnt habe, «All You Need Is Less», das finde ich recht lesenswert. Vor allem der Wirtschaftsteil, der buddhistische Teil ist für mich, wo recht viel meditiert, jetzt nicht so wahnsinnig überraschend gewesen. Ich finde, wenn man dann wirklich schauen will, wie das so mit frühen Suttas verknüpfbar ist und wie man es auch wirklich kann als die Herausforderung als Weg zur Befreiung anschauen, dann gibt es, finde ich, das Buch «Mindfully Facing Climate Change» von Bhikkhu Analayo empfehlenswert. Und da gibt es auch noch einen Online-Kurs dazu, wo er quasi das Zeug auch noch so in kurzen Vorträgen zusammenfasst und dann praktische Übungen hat. Und die Übungen sind wirklich so sehr klassische Meditationen dann. Also das habe ich recht hilfreich gefunden. Ich finde den Week spannend. Ich würde es eigentlich Leuten empfehlen, dass man so eine Gruppe organisiert und das mal durchführt. Und dann gibt es noch ein Buch, das ich jetzt aber vergessen habe, wie es heisst, von einer, die hat bei diesen Klimakonferenzen mitgeschafft. Ich glaube, es heisst «The Future We Choose». Ich weiss nicht einmal, ob es auf Deutsch auch gibt. Wo einfach auch zeigt, hey, wie schwierig dass die politischen Prozesse sind und wie man schaut, dass man dort drinnen nicht ausbrennt, wenn man sich dort drinnen engagiert und dass es eben doch etwas bringt, sich zu engagieren. Das sind so ein paar Sachen, die mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommen. Also, wo ich sicher anfangen kann, ist die Seite Oners Sangha, alles zusammengeschrieben, .org. Das ist einfach für mich so ein Fundus von Ressourcen, wo halt wirklich einfach so spirituelle Weg und Climate Justice und einfach wirklich Klimakrise im Allgemeinen. Und einfach dort hat man auch immer wieder mal irgendwie ganz bekannte buddhistische Lehrerinnen, die etwas schreiben, wie Bhikkhu Bodhi oder eben David Loy. Und dann hat es aber auch andere, wo man nicht so kennt oder wo vielleicht mehr eben indigene Stimmen sind oder aus anderen wissenschaftlichen Sparten kommen. Also total gut. Und dort hat es auch einen Kurs, ein Ökosattva-Training. Und das bin ich jetzt zum 3. Mal am machen mit einer kleinen Gruppe.
Und da geht Das ist man auch einfach, online. das ist Ja. auch online, man kann einfach etwas einzahlen und sie empfehlen es auch, dass man es in einer Gruppe macht, man könnte es auch einfach für sich machen. Und es sind einfach 8 Module, wo man im eigenen Rhythmus kann eigentlich durchgehen kann. Mhm. Mit recht viel Material und eben, wo auch das einfach zusammenbringt, eigentlich der Weg von der Meditation, von innerer Transformation und die Polykrise, also wirklich auf eine sehr gute Art und Weise. Also wie wird man eigentlich was kann uns helfen, ein Ökosattva zu werden? Also ein bisschen, Vom das ist die Idee Bodhisattva. vom Ja. Bodhisattva, genau. Ähm, und also das ist so für mich ja das, was ich am allermeisten kann empfehlen. Und dann Bücher bin ich jetzt eben an verschiedenen dran und eins ist von der Brit Ray, aber jetzt habe ich gerade den Buchtitel vergessen, wo es wirklich so der ganze Bereich von der Ökopsychologie, wo einfach auch sehr, sehr, denke ich, hilfreich ist im Moment, eben gerade so das ganze Thema, wie gehen wir mit dem überwältigt sein mit der Apathie, mit der Wut und all diesen Gefühlen. Mhm. Also da gibt es auch jetzt schon viele Leute, die das super gut dran sind. Ich denke, kann sehr unterstützend sein. Und dann David Loises Ökodharma, ein Buch, finde ich auch einfach die auch wirklich auf einem buddhistischen Weg sind und wollen wissen, ja, was ist jetzt das Ökodharma, was will jetzt das? Ist das etwas Neues? Ist das etwas anderes? Ich finde, ja, das Buch gibt ganz viel sehr gute Punkte zum, wie er selber sagt, das ist einfach mal ein Anfang, um den Begriff auseinanderzunehmen, was das jetzt soll und was das könnte sein. Und bringt einfach ganz viel wieder Stoff drin, wo man kann selber darüber nachdenken und den eigenen Weg sehen. Also das Buch kann ich sehr empfehlen. Und es gibt es auch auf Deutsch, Ökodharma. Ja, ich glaube, Also das ist für den Moment tun wir mal dann noch gut. mehr in die Shownotes, wenn wir Ja, mal genau. noch mehr in den Sinn Ich kommen. glaube, das ist gut. Du hast jetzt mehrfach so Polykrisen erwähnt und es ist natürlich so, wir könnten jetzt noch über ganzen Haufen Aspekte reden. Wir könnten über Kolonialismus und was das angerichtet hat, was wir dort vielleicht schuldig sind oder nicht sind, reden. Wir könnten eben noch vertieft über die Wirtschaft reden. Wir könnten über Medien und Medienkonsum reden. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viel, aber eben der Mittag warten. Gibt es noch irgendetwas, was findest du, wir müssen jetzt wirklich noch in die Aufnahme bringen? Also ich denke, der Punkt von das, wir haben es ein bisschen angetönt und ich denke einfach, das nochmal zu bestärken, wir haben eine Handlungskraft. Also die der Mythos oder das Gefühl von «wir sind paralysiert» ist auch ein bisschen ein Mittel, das gebraucht wird, natürlich, von gewissen Kräften. Und sich das bewusst sein und sich von dieser Geschichte nicht selber merken, wenn wir uns paralysiert fühlen und hoffnungslos, dass alles ist total logisch, dass wir das haben und damit dem viel Mitgefühl dem begegnen. Und dann aber das wirklich tief hinterfragen. Zu merken, hey, jetzt gerade, ja, wenn man von buddhistischer Lehre kommt, gegenseitige Abhängigkeit, Karma, also wir haben eine Wirkung mit jeder von unserer Handlung. Und wie wir präsent sind in einem Gespräch, wie wir präsent sind, wie wir uns bewegen im Alltag, wie wir gehen einkaufen, das hat alles eine Wirkung. Und das einfach nicht zu unterschätzen, das nicht zu minimisieren. Und dann auch zu wissen, und da ist ein systemischer Teil, den wir auch anschauen müssen und auch, oder? Also eben, stimmen und Unterschriften sammeln und wie denn unsere Art ist, um uns da einzubringen. Ja. Aber ich denke, wir haben da alle eine Möglichkeit und eben auch gerade die Nachbarschaft und was man da lokal auch machen kann und so weiter. Aber ich denke, wir haben alle Möglichkeiten, einfach mit dem, wo wir sind, mit den Ressourcen, die wir jetzt gerade haben, uns einzubringen, aus einer Kraft raus, nicht aus einem Mangel raus, oh, wir sollten jetzt, sondern wirklich aus einer Kraft raus. Wir sind da. Und für mich auch so aus dem tiefen Wissen, dass auch wenn vieles vielleicht schlecht aussieht und gewisses Zeug sich auch wird verschlechtern, also wir pumpen immer noch CO2 in die Luft, das wird eine Auswirkung haben in ein paar Jahren, ist die Zukunft trotzdem prinzipiell offen und wir wissen nicht, wie es dann lokal aussieht, wir wissen nicht, wie unsere Gemeinschaft aussieht. Und ich glaube, dort mit dem
herzvollen Wohlwollen, also Meta irgendwie in die Welt rausgehen, das macht wirklich einen Unterschied. Ja. Und nicht heben an wie es rauskommen soll. Oder sondern Visionen haben. Ich denke, das ist schön, wenn man Visionen hat für eine Zukunft. Und dann einfach das zu machen, was gerade möglich ist. Das wieder loszulassen und einfach das zu geben, was tief übereinstimmt mit der eigenen Wertethik, wie wir wollen. Wie soll ich sagen? Ja, wie wir mal auf unser Leben zurückschauen und sagen, Genau. das hat diesen Werten entsprochen, die mir wichtig sind. Ja. Ja. Gehen wir zum Mittagessen? Gehen wir zu Hey, Mittagessen? danke vielmals. Ich habe es sehr spannend und schön gefunden. Danke vielmals. Danke dir vielmals, dass wir das machen können hier im Botanischen Garten. Und ja, sehr spannend und eben, wie du sagst, so viele Themen gibt es noch. Und das ist jetzt einfach mal gut gewesen, Genau. was wir jetzt da Wir schalten jetzt das Mikrofon ab, das Schmatzen dann nicht stört, wenn wir weiterreden. Danke vielmals. Wunderbar, danke dir. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast für dich etwas Wertvolles aus dem Gespräch mitnehmen und freue mich über Feedback, Anregungen und Vorschläge für weitere spannende GesprächspartnerInnen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.